Hast du das von Standard-Skill schon gesehen? Er meinte 1000 Euro, wenn wir gewinnen, dann habe ich gewonnen und dann ist er ausgegangen. Wie? Ja. Let's Hugo hat dich gescammt? Ja. Nein! Hä? Was? Er meinte 1000 Euro, wenn wir gewinnen, dann habe ich gewonnen und dann ist er ausgegangen. Wie? Ja. Let's Hugo hat dich gescammt? Was Na. jetzt dieser Typ? Du ekelhafter. Oh nein. Ich bin erwischt. Ich bin erwischt. Doch, hat er einfach gemacht. Crazy, okay, das haben wir jetzt aufgedeckt. Soll ich mal Let's Hugo anschreiben, dass er dir die 1000 Euro geben soll? Deswegen hat er mich Also angeschrieben. du warst mit ihm in einer Runde? Ja, es war so Endgame, er war schon tot und ich hatte keine Metz mehr. Und er meinte so, komm 1000 Euro, wenn du jetzt gewinnst, hype dich. Und dann ich so, ja okay, und da habe ich die Runde gewonnen, da hat er gesagt, stark, stark, aber die 1000 Euro habe ich nie gesehen. Nein! Oh mein Gott. Bro, das... Bro, Real Talk jetzt? Das hört sich so valid an, dass ich das mal gesagt habe und durchgezogen habe. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm. Real Talk, das hört sich eigentlich so real an, dass das muss... Bro, ich sag das so oft, aber er hat halt nicht gecheckt, dass es Joke ist. Oder wahrscheinlich, also, ich kann mir, also es ist 50-50 gerade. Entweder 50% es stimmt, ich hab das gesagt, oder 50% er labert einfach nur Scheiße. Aber ich kann es mir wirklich vorstellen, Bruder, als ob ich in der normalen Runde, jo, gewinn jetzt, ich geb dir 1000 Euro. Ich hab das safe so gesagt. Ja, soll ich dir was geben? Oder gib ihm einfach 100, dann bist du halt irgendwann. Bruder, der kriegt keinen Cent von mir, Alter. Das ist mir so kackegal. Bro, das war kein Turnier, was ich angekündigt habe. Nix, das war einfach random Duo wahrscheinlich. Ich hab das, glaube ich, safe gesagt, aber es war 100% Joke einfach. 100%. Das geht zu Kuchen-TV und so, ne? Das weißt du. Ich glaube auch, dass das zu Kuchen TV geht, Digga. Das geht jetzt ganz groß raus, Bro. Let's Hugo! Hugo scammt. Die Sommer ist. Hugo! Ja, Alter, Hugo! Wir wollen die 1000 Euro! Oder ein 1 gegen 1 in Fortnite, Junge! Und wenn das verlierst, die 1000 Euro! Ich werde jetzt Hugo auf Ja, okay, dann war das wegen Instagram. Warte, dann schreibe ich ihm direkt. Digga, er schreibt mir aber einfach nur, Bro, wichtige Info. Also, hä? schreiben. Ich werde jetzt was machen, was ich machen. Das ist schon crazy. War er da live gewesen oder was? Ja, war live, er war ja live. Hast du den Clip noch? Ich hab's aufgenommen, glaube ich. Digga, schön, wahrscheinlich hat er keinen Clip, oder? Digga, also würde mir das passieren, ich würde direkt einen Clip machen. Crazy. Aber Das. ich glaube, ich hab's nicht mehr, weil ich hab den PC zurückgesetzt und der hat jetzt mein Bruder, weil ich hatte so viele Sachen drauf. Bro, das muss an die Presse gehen. Digga, Real Talk, der trollt den aber auch. Der ist so am Jeppen gerade. Das juckt den gar nicht. Real Talk. Hugo mag Stefan Bär. Hat sich ein bisschen beschwert, dass jetzt Hugo ohne Holz runtergekommen ist, war jetzt bestimmt 1,5 Stunden oben. Ey, Guck mal, wie ich da wieder stehe. Mutter schreibt mich gerade an, ich stehe so. der Hugo, wisst ihr, was der rumgeschleppt hat? Wie oft der da rumgelaufen ist? Der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, der hat gezittert, der war fix und fertig. Dann ist er die ganze Zeit den Berg rauf und runter, wie so ein Lemming, ist er da quasi immer rauf, runter. Der hat sich quasi völlig verausgabt und hat die ganze Zeit Holz geschleppt. Das Jetzt stimmt. mal eine Das stimmt. Aber ich glaube, sein Kritikpunkt war auch, dass ich die ganze Zeit hochgegangen bin, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also in dem Moment habe ich eh nichts gerafft. Guck mal, ihr kennt mich. Ich kann mich in der Situation selber nicht richtig verteidigen, weil ich einfach dumm bin. Aber ich glaube, das ist, weil ich die ganze Zeit hochgegangen bin. Ich hätte ja auch einfach unten fahren können. ist der Beste. Aber Joe hat mich auch auf WhatsApp angeschrieben, er hat sich nochmal entschuldigt. Sonntag Freeze am 3. Dankeschön. Da haben wir so, what? Wo ist das Problem? Ich habe die Ressourcen oben angeschaut, ich habe mir die Fläche angeschaut, die ist nicht besser. Da oben kommt nicht mal Sonne hin. Da oben kommt nicht mal Sonne hin. Was? Schau mal, jetzt guck doch mal, alleine jetzt. Ja, da ist auf jeden Fall Sonne. Könnt ihr das mal? Also, ich bin wieder am Maloche, Jungs. Okay, da. Holz. Digga, Seven Snipe bockt so krass. So geil, wie die Sommer die sind. Ja, das ist wirklich. Also, Real Talk, vom Content her ist es die krasseste Staffel. Aber, ich bin auch hier für den Content, okay? Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Auch wenn man es vielleicht nicht in den Aufnahmen sieht. Ich bin so Backstage-Berater. Ich habe das Gefühl, da nickeln sich ein
So zwei. Ne? Die Hamster, die zwicken sich vom Die Gefühl. zwicken, Digga. Nickeln, zwickeln. Was laber ich da? Underrated Clip schaut zu Ende. Ich bin drauf! Hä, Ich wo bin ist der stuck. Server? Ich bin stuck! Was? Ich bin stuck! Server nicht. Scheiße. Hugo? Hä, wo hab ich den Server Wir abgespeichert? wurden abgesniped! Hugo, komm rauf, komm rauf, komm rauf! Hugo! Ich weiß nicht, wie ich richtig bin. Na. Ich hab die IP nicht, Digga! Scheiße! Wo steht die IP? Oh nein! Guck mal, wie er auch nichts sagt, der kleine Bastard, Digga. Bin da! Er ist tot, er hält seine Fresse, er sagt gar nichts. Dass wir getrappt wurden und dass 2 Leute auf mich warten. Er lässt mich einfach draufjoinen. Wie? Hier. Junge, Feister war das? Was? Das war Feister! Bin da! Oh nein! Nein! Guck mal, wie er nichts sagt, Digga, der kleine Bastard. Was willst du machen, wenn du Vater wirst? Ich als Papa. Ihre Tochter hat einen Dickpick bekommen. Und ja, dieses Video wird ein bisschen eskalieren. Aber man muss differenzieren. Es gibt einen richtigen Weg, wie du als Papa reagieren solltest bzw. könntest. Es gibt einen falschen Weg, wie du niemals, never ever darauf reagieren solltest. Und es gibt einen Weg, wie du gerne reagieren würdest, aber es taktisch ein bisschen unklug ist. Bei dem Beispiel ist es so, die Tochter bekommt das Bild, möchte das nicht, will mit dem Jungen nicht reden. Jetzt ist es meine Aufgabe oder als Papa, zu dem Jungen zu gehen und sagen, hey, pass auf, meine Tochter möchte das nicht, mach das bitte nicht nochmal. Das wäre der richtige Weg. Der falsche Weg ist, ein Bild vom eigenen Gehänge machen, den Jungen schicken und drunter schreiben, meiner ist größer. Mach das nicht. Und es sei dahingestellt, ob ich aus Erfahrung rede oder nicht. Mach das einfach nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Weg, den wir gerne gehen würden, aber es taktisch unklug ist. Wir schneiden den Pimmel von dem Spasten mit diesem Schwert ab, kleben den dann an den Kopf von dem Jungen und lassen ihn als hässliches Einhorn herumlaufen. Wäre im Prinzip auf dem Papier eine geile Idee, doch taktisch unklug. Oh, ich glaube, würdet ihr sagen, das wäre taktisch unklug? Ich weiß nicht. Das hier. 5 songs to impress any girl. Okay, pardon. Pardon. Digga, warum kann er das alles? Boah. Und das ist auch beste Qualität, We just hat sie bailed a gesagt. stranger out of jail. We're gonna give him the option to walk away with $100 cash or bail out another stranger from jail. Hey, what's up, buddy? Hey, Was? what's with the cameras? Dude, I bailed you out today, man. Why'd you bail me out of jail? Well, because you're my friend, man. That's why. Hey, listen, I've got an offer Digga, der Typ kommt raus mit dem Mikrofon an seinem Bart. What the fuck? for you. I can either give you $100 cash to walk away with, or I'll come back tomorrow and bail another stranger out. Definitely bail another stranger out. That's so nice. What were you arrested for anyway? Attempted murder. What? Attempted Oh, geil, cool. murder? Well, now that you bailed me out, I'm gonna do it again. Oh my gosh. No more attempting for me. I learned some tricks in there, and I'm gonna succeed this time. Thanks for keeping Was? the streets dirty. Hey, I bailed you out of jail. Come over here. Come over here. Okay. I can either let you walk away with $100 cash, or I'll come back tomorrow and bail out another stranger. Kill the next person. What were you in jail for anyway? Arson, I burnt down a couple orphanages. A couple? Yeah, Was they ist Aufhänges? Was ist das? call me burning brandy. Oh my gosh. I bailed you out of jail today. I'm bailing Why? strangers I out. wanted to be in there, dude. You wanted to be in jail? Yeah, I'm living on Ah, Waisenhäuser, geil. the streets, man. I committed crimes to be in there. I'll give you $100 right now, or I'll come back tomorrow and bail another stranger out of jail. Give me the money. I'm gonna feed my dangerous addictions with this money and get arrested again and be back in the system. Digga, als ob. Warte mal, wo, also ist das so auf denen, die werden gerade entlassen oder wie? Crabs, they've been saying that for the past 10 minutes. Well, snap out of it. We have customers to serve. Fire in the hole! Mr. Krabs, they've what been the saying that fuck? for the past 10 minutes. Well, snap out of it. We have customers to serve. Fire in the hole! Ist das real?
Ist das wirklich AI Spongebob und das ist so passiert? Digga, AI Spongebob war auch so eine geile Zeit, Digga. Thaddeus hat den Weltuntergang vorhergesagt. Einfach nur geil. Real Talk, das war Peak. Das war Peak Content.